Mit der Handelbar. Handelbar? Gut, selber? Ist es weg? Ich weiß nicht, irgendwie so gut. Es ist einfach 11 Uhr und ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Und ich habe heute gearbeitet. Wir hätten im Fall auch früher können. Oh, filmst du? Bist du so klein? Ja. Hä? Du bist doch viel Ich bin grösser. nicht klein, ich stehe einfach weiter hinten, jetzt bin ich auch grösser. Ja, aber du bist immer jetzt noch gleich gross und du stehst 3 Meter vor mir. Wir haben jetzt mehrere Videos, die ich machen will. Ich brauche bei 2 davon oder bei 3, das andere seine Hilfe und Mitwirkungsfähigkeit. Und den Rest kann ich ungefähr halb. Das ist der Game, das ist der Plan. Es ist 11 Uhr zu Abend, 11:15. Ich habe Koffein getrunken für das Event hier. Für das Event? Der Sandro einfach immer um Mitternacht gehen. Sehe ich nicht ein. Ja, weil es dann weniger Leute hat, aber heute hat das irgendwie nicht funktioniert. Sind es Tüchli? Da bin ich so... Und dann beschreibt sich damit... Aha! Oh. Das da machen. Das ist mega. Das ist viel stark. Aber schmerzt das, wenn du es machst? Das nicht, oder? Nein, es ist eigentlich gut an. Das hat genau das ist halt genau mein Problem eigentlich. Ich habe auch ganz geile, die ich seit neuem mache. Ich habe immer die gemacht. Ich habe eben in Physio
hat er mir gesagt, dass ich die nicht machen sollte. Ja, und ich fragte, wieso? Und dann hat er gesagt, das hat mir halt den Leuten gegeben, die die Schulter gerissen haben und nicht machen können. Leute vom Gym eben. Und dann ist das so wie Trend geworden, dass man das macht. Okay. Wie bringt das eigentlich gar nicht so viel? Anscheinend stimmt das. Oh, crazy, okay. Also Leute, die so den ganzen Zeit machen, das bringt gar nicht so viel. Habe ich gar nicht gewusst. Handicapped people. Wie viel machst du von denen? 10. Ich merke einfach, wie einstellen spielt. Aber machst du das jetzt zur Prävention für Weiteres oder machst du das zur Heilung, von dem was du aktuell hast? Heilig. Weil bei mir ist nicht nur, bei mir ist eigentlich von der Schulter aus gekommen, aber meine Bizepssehnen könnten auch angewiesen sein. Aber das weisst du halt nicht, Ja. bis du das MRI machst. Ja, nein, MRI sieht man auch nicht. Ach schon? Okay. Ja, aber es ist halt einfach, es ist nur, sehr, man versucht zu erklären. Ja. Es ist einfach, ich habe irgendwie ein Problem mit meiner, also ich bin übermobil, dann habe ich ein Problem bekommen mit eben über 90 Grad wegen dem Volleyball und dann hat sich immer entzündet. Und jetzt ist ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie ein Problem mal auf Papier bekommen. Jetzt ist alles verkürzt, der Raum ist verkürzt, Scheiße. meine Kraft ist extrem minimiert, über 90 Grad. Ja. Ich muss die Kraft oben wieder aufbauen und Kontrolle. Und dann kann ich Speed auch aufbauen. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie lange das geht, bis ich wieder eine Spur komme. Ja. Du musst halt einfach wie machen und hoffen, oder? Ja. Oder machen und glauben, besser gesagt. Aber 3 Mal die Woche die Übungen. Okay. Believe, Simona. Aber die sind auch gut für eine gute Haltung, so Win-Win, oder? Das ist das Schwierigste. Ich kann mal schauen, wie weit meine rechte Schulter raufkommt und wie weit auch meine linke raufkommt. Bei der rechten hast du Probleme, ja, okay. Das ist schon krass. Okay. Ich muss das jetzt einmal schnell ausprobieren, die du jetzt am Schluss gemacht hast. Ja. Ja, bei dir sieht es ja voll gut aus. Du hast gar keinen gemacht. Da scheint es okay. Aber du spielst, also in die Schulter tut es mir automatisch hindern, wenn ich die mache. Ja, aber das meinst du. Was willst du trainieren? Ich kann halt ein anderes Split ausgehen. Als Oberkörper kann ich entweder Push oder Pull. Lieber Pull, weil Also. ich darf eben nicht mehr so viel Brust trainieren wegen der Schulter. Machst du Pull-Ups? Wir können auch mit Pull-Ups anfangen, ja? Ja, machen wir Pull-Ups. Also noch. Und für die da jetzt das reinschauen, ich habe versprochen, dass ich mal das Pull-Up-Tutorial filme. Es gibt keinen besseren Ort als Pure Gym. Ich habe noch nie Weighted Pull-Ups gemacht. Nein. Sehr geil. Was war das jetzt gewesen? Warum ein Rap? Ah, das ist einfach zum Progression zeigen. Aber wenn from this to this. Hättest du 15? Deine Beine sind schon verdammt breit geworden. Ich wollte 2 Monate weitergehen, das ist gar nicht passiert. Oh, Fußkommunikation. ja, das weiss ich. Ich mache sicher nichts vorbei und jetzt kann ich langsam wieder anfangen. Ich habe jetzt 2 Leg Days inzwischen gehabt. Damn. That's my boy. Gib ihm.
Ja, da verstehe ich, ja. Die sind geil. So, die habe ich so gerne gemacht. Aber du musst unbedingt machen mit irgendwie 5 Kilo oder 10 Kilo. Das ist schon ein Gamechanger. Ja. Weil dann kannst du halt weniger Wiederholungen machen und schneller Fortschritt machen. Ja. Sexy. Ich habe einfach auch richtig Rückschritt gemacht. Also Rückschritt. Ja. Ich merke, ich bin schwächer geworden. Mega viele sagen mir, ich sehe jetzt viel besser aus. Da bin ich halt so, okay. Aber ich habe mega Kraft verloren. Also besser aussehen ist ja eh objektiv. Ja, also mich stört es nicht mega, dass ich jetzt abgenommen habe. Aber es ist halt so ein Ego-Verlust. Eine Verletzung von mir. Ego. Aber jetzt kommst du einfach wieder stronger back. Ja, ich mache jetzt auch noch ein paar Aha, du hättest eigentlich können sagen, ich hätte es auch dran lassen. Also 5 Kilo ist schon besser als mit 10. Einfach Repetition. Ich bin jetzt 2 Wochen nicht im Gym gewesen, weil ich einfach immer mir die letzten 2 Wochen Zeit genommen habe, zum Videos zu schneiden. Sei es YouTube, sei es irgendwie Podcast, Spotify, sei es Kurzvideos und so. Also ich bin jetzt auch recht out gewesen. Das Schlimmste ist einfach wieder das Zurückfinden. Ja. Wenn du einmal wieder drin bist, Dann ist easy, aber dann ist es viel einfacher. Ja. Es ist halt eben, dass meistens sind Leute so entweder alles oder nichts. Und wenn sie nicht mehr alles haben, weil sie nichts sind, ja. dann ist es mega schwierig, dass sie nichts. Ja, voll. Das Problem ist bei mir zum Beispiel jetzt nicht Motivation, sondern einfach halt, ich will so viele Sachen gleichzeitig machen, weißt, ich möchte können Videos raushauen, ich möchte können ins Gym gehen, ich will gleichzeitig aber auch noch Freizeit haben, irgendwie für mich. Und alles so ein bisschen miteinander kombinieren, dann sollte ich eigentlich genug Schlaf haben. Weil sonst bringt mir Gym genau gar nichts, habe ich auch gelernt. Also es ist nicht easy. Wieso hast du heute nur so wenig Schlaf? Ich war recht lange wach gewesen, weil ich habe gearbeitet habe. Nachher habe ich Content geschnitten. Nachher habe ich einfach gefunden, hey, ich würde jetzt gerne noch eine Stunde was für mich machen, zum Runterfahren, bevor ich pennen gehe. Und dann ist es halt 2 Stunden geworden. Und dann habe ich heute Morgen mit Zeit aufstehen, wenn ich heute ausnahmsweise arbeiten musste. Aber das ist vor allem, ich merke, ich habe eine Zeit lang nicht 100% gearbeitet. Und ich merke jetzt, dort habe ich natürlich viel mehr Zeit für Videos und Zeug und Sachen. Und ich merke jetzt, dass ich mega Mühe habe, wieder so in einen Rhythmus hineinzukommen, von 100% arbeiten, weißt? Und die Zeit, die ich kann, effizient und effektiv irgendwie einteilen. Weil ich gerne natürlich gleich viel Zeit hätte wie vorher, aber das nicht habe. Und dann tue ich es aber nicht extrem kompensieren und dann geht irgendwo immer etwas weg. Und meistens ist es Schlafen und muss einbüssen. Das Problem mit Perfektionismus ist eigentlich, dass man immer alles 100% macht. Oh, das stimmt, ja. Und da geht halt nie. Ja, voll. Irgendwo musst du einfach etwas priorisieren. Voll. Hast du Olympia ein bisschen verfolgt? Nein, Gar nicht? gar nicht. Also nur so ein bisschen da, wo man halt auf Social Media mitbekommt. So ein bisschen Seabahn, let's go. Ja. Okay. Ich habe auch nicht, ich habe nur 1, 2 Videos habe ich mir reingezogen, so Vlogs finde ich easy geil. Ich möchte auch so in die Richtung Vlogs machen. Aber ich habe keine Kameramann. Du brauchst eine Kamerafrau, meinst du? Kamerafrau. Spielt mir eigentlich keine Rolle, solange es geht. Hey, im Fall hätte ich so eine persönliche Kameramann oder Kamerafrau, das wäre halt so geil. Das habe ich mir auch schon überlegt. So wirklich jemand, der mitkommt, weißt du, so Zeug. Und jetzt ist halt, es ist aktuell schwieriger, so etwas zu zahlen, weil Ja. du hast ja nicht mit dem, also ich verdiene jetzt mit dem Content kein Geld. Und ich habe auch schon überlegt, wie es wäre, weißt du, zum Beispiel den Schnitt und so abgeben, aber dann ist mein Vibe nicht mehr da. Also, Ja. es ist mega schwierig, aber ich
bin mal am überlegen, wenn ich das in Zukunft mache, weil irgendwann muss ich... Ja. Schnitt abgeben würde ich nicht, aber ganz sicher eben ein persönlicher Kameramann. Das wäre halt schon geil für deinen Content zumindest vor allem. Ja, nicht schlecht. A few, hä? Wie, was Zeit ist? 12:30. 12:30, Viertel vor 1. Ja, 20 vor. Samstagabend. Jetzt machen der Sandra und ich Pull-ups. Ja, aber wenn das Gym halt leer ist. Sehr schön. Come on. Komm. Schön. Komm. Sehr strong. Stark. Sehr gut. Ja. Und noch eine? Noch eine? Boah. Tschüss. Und noch eine. Schön. Komm, gib ihm. Komm. Strong. Oha! Ja, komm noch eine. Luft ist weg. Geil. Come on. Komm. Schöner Hold. Zieh, komm. Stark. Let's go. Vorne kommt echt nicht schlecht. Der Trizeps ist halt brutal.
Nicht normal. Oha. Komm. Jobset. Egal. Schönen. Es war ein schönes Set. Aber es ist noch ein bisschen schwindelig. Passiert den Besten. Wenn ich Schlaf sage, hallo. Ja. Kleiner Fun-Fact: Ich mache Bizeps mit 20 Wiederholungen. Ja? Ja. Damit es voll in Burn geht. Aha, weil... Ja, wegen der Bizeps-Szene, genau. Alle, die mich jetzt überschätzen und sagen, ja, das machen wir mit 20. Nein. Viel, aber nicht dahinter. Ich habe von der Physio einen Tipp bekommen, wie die Curls machen. So. Machst du es so tief? Ich mache es 45 Grad. Ja. Crazy. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ist das erste Mal, was du so machst? Ja. Mann. Schön. Und, wie ist es so? Brennend. Brennend. Es brennt schon. Aber siehst du, wie meine Bizepsvene schon poppt? Crazy. Ja, sollte ich abgenommen haben, viel stärker wie Venen. Siehst du? Hey, wir haben vorher gesagt, oder wir haben vorher ein Thema besprochen, wieder reinzukommen ist das Schwierigste in einen Rhythmus, wenn man draus bist. Wie machst du es? Wie kommst du am einfachsten wieder, jetzt so Gym zum Beispiel, wenn du lange draus bist? Hey, vor allem einfach alte Gewohnheiten wieder aufbauen. Ja, aber wie machst du das am geschicktesten? Sie machen. Einfach machen. Ja, ich würde langsam anfangen. Ja. Die meisten versuchen, glaube ich, wieder 120 geben. Ja. Das ist mir auch schwierig. Dann. Es ist wie wenn man neu mit dem Gym wieder anfängt. Du kannst Ja. 110 geben anfangen. Ja, sehe ich. Mit einfachen Sachen an. Zum Beispiel, für mich am schwierigsten ist die Ernährung. Ah, okay, sehe ich, ja. Mit Abstand. Ja, immer mit dem am meisten Mühe gehabt. Dann tue ich mich nicht zwingen mit der Ernährung, sondern schaue einfach mal, dass ich mal zum Gym komme. Ja. Und nachher, wenn ich mit dem Gym richtig reinkomme, dann fällt mir es auch leichter, nach dem Gym halt Protein zu trinken. Aha, ja, sehe ich. Dann komme ich so ein bisschen in alles langsam rein. Aber zum Beispiel jetzt mein Split ist Oberkörper, Unterkörper. Ja. Und mein Ziel ist einfach sicher 1 bis 2 Mal beide Sachen trainieren. Also sicher Ja. 3-4 Mal ins Gym. Das ist nicht mehr so viel wie früher. Ja. Aber wenn ich das jetzt eine Zeit lang kann ich Dann das Pensum. kannst du wieder, ja, okay. Einfach nicht wieder voll reinrösten, sondern natürlich auch wieder easy reinkommen dann eigentlich. Aber ich habe irgendwie beschlossen, weil ich ja viel weniger Zeit habe als früher. Ja. Wegen Social Media und weil ich jetzt ja auch einen Freund habe. Das kann ich dich noch fragen, du siehst, der Gossip. Das hast du gar nicht gewusst. Nein, ich kann mir nicht fragen, so auf der Aufnahme so, obviously, aber... Aber ist der, was du erzählt hast, der? Ja. Du bist so Ja. Let's go. Und ich merke, Aber- Leute hat aber nicht so viel Zeit. Wie lange jetzt schon? Bald 3 Monate. Noch nicht so lange. Jetzt wolltest du mir sagen, 3 Monate und du hast mir nichts gesagt. Aber einfach kann ich dir jetzt erzählen, was ich für Freude habe. Spaß, ich verarsche. Alter, du bist so ein Arschloch. Ey, im Fall, das hat ich nicht cool gefunden, weil ich habe dir von ihm erzählt wenigstens. I wish. I wish. Warte mal, was? Du hast einen Crush? Nein, also... Das ist ein kompliziertes Thema. Okay. Entweder will ich es.
kommt irgend so durch, weiss ich nicht, ob der richtige Zeitpunkt ist, weißt du? Ah, ja, okay, fair. Bei allem, was abgeht aktuell. Weil zum einen möchte ich meine Ziele angehen, so gut es geht. Und ich kann Vollgas geben. Ja. Und zum anderen möchte ich aber auch Fährt mit ihm schon, weißt du, was ich meine? Und es ist mega ein spezielles Thema. So mit, weißt, über kennenlernen, alles von aufbauen etc. Das ist wie, auf die einen Seite möchte ich es und manchmal kackt es mich einfach wirklich an. Und dann ist es immer so, ja, ich investiere die Zeit lieber in die Zukunft, aber gleichzeitig ist es so, ja, aber eigentlich würde ich gerne, wenn die richtige Person ja kommt, dann ist das ja eh kein Problem. Ja. Weißt du, was ich meine? Und dann ist die Frage, okay, wenn es mich dann aber nicht so bewegt, dann kann es ja nicht sein, dass die richtige Person schon ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiss, was du meinst. Wenn es richtig wäre, würdest du nicht dir so Gedanken machen. Ja, genau. Hey, aber um ehrlich zu sein, hast du dann fast das Gefühl, wenn du eine Freundin hast, dass du dann deine Ziele nicht nachgehen kannst? Eben, wenn du richtig kommst schon. Ja, Wenn du richtig kommst, Ja, dann ist es schon, weißt du. Also das ist halt so der Punkt. aber du musst zuerst weißt, dich können auf etwas einlassen. Du kann, wenn du nicht der richtige... Ich kann es vielleicht nicht ready zu mir einladen. Okay, Wenn ich weiss, dass dann- es richtig ist. Aber bis jetzt weiss ich es noch nicht. Ja, aber du musst dieser Sache auch ein bisschen eine Chance geben. Du weißt ja erst, ob die Person die richtige ist, wenn du mit der mal geredet hast. Ja, logisch, klar, auf jeden Fall. Sag schon, oder? Da stimme ich dir 100% zu. Aber kennst du das Gefühl, wenn es einfach so... Einfach das Gefühl, wo du so denkst, so, ja... Ja, einfach nur mal... Ja. Ich habe jetzt aktuell in meinem Leben nicht Schmetterling für eine Person. Okay. Weißt du, was ich meine? Und das ist so dann das, wo ich muss sagen, gut, wenn das nicht schon kann, wenn ich jemanden gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dafür ist guter Bizeps. The Burn. Das war unbefriedigend. Unbefriedigend? Ja, das waren so Graps. Strong. Ja. Jetzt habe ich gedacht, du bist hässig. Das ist geil, Licht da. Das ist geil, Licht da. Geil. 2 Wochen Turnier. Ich muss sagen, Simona, mal so mit dir zu trainieren. Mal so mit dir zu trainieren, wenn es richtig spät ist, finde ich richtig geil. Wirklich? Macht richtig Spaß. Am 1 Uhr morgens. Das müssen wir öfters wieder machen. Also es muss nicht 1 am Morgen sein, weißt, aber Ja. so, das könnte man echt wieder regelmäßig machen. It's healing. Ich will einfach so eine lange Gym-Session. Einfach so viel Power. Kaffeeklatsch. Gym Roll.
ist aber mach den nochmal. Der ist schon Trizeps, ey. Wo kommt der her? Jetzt musst du echt erzählen. Ich weiß nicht. Wenn ich wüsste. Volleyball? Genetik. Nein. Ich habe immer schon gute Trizeps gehabt, weil ich nie trainiert habe. Also das ist Genetik. Das ist ja der Grund, da haben wir auch noch nie gefragt, warum ich so verdammte Arme habe. Obwohl ich nicht einmal gross. Ich trainiere eigentlich viel mehr Beine. Und schau meine Beine aus für dich. Wo ich am meisten trainiere. Das ist halt schon jetzt die Definition, die du da hast, die du ein bisschen abgenommen hast, ist crazy. Ich habe dafür ein Büchlein. Ich auch. Du hast kein Büchlein. Ja, das ist schwer zu beschreiben, aber ja, trotzdem. Ja, aber sehr, sehr wenig. Also mit der Gott. Der Trizeps weiss ich nicht. Der auch. Oh, der Latt kommt gut. Das wird nicht. Das ist auch nicht. Schulter sind nicht so gut. Ja, ich habe die nonstop trainiert halt irgendwie. Also immer der da, alles Zeug. Geil. Du musst schon, also deine Oberarme sind schon stabil. Gut langsam, ja. Also dort hast du wirklich viel Masse. Und Beine sowieso. Ja, weißt du. Vor allem, wenn du zu lange Pause gemacht hast, wie krass wird das wirklich. Ich hoffe es, ja. Ich muss jetzt auch Ernährung wieder in Ordnung bringen. Ich muss Protein wieder fressen. Ich habe Ernährung ist auch etwas vom Schwierigsten bei mir. Und Das hat jeder so seine Schwierigkeiten hier. ja, voll. Und ich merke, wenn ich muss auch zum Morgen beschäftigen mit der Tasche und dann am besten jetzt bis 4 Uhr rein. Geiles Mittagessen, geiles Nachtessen, dann ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, so mit Simona trainieren gibt mir immer wirklich mega viel. Ich finde es richtig cool, weil von ihr kann ich auch wirklich noch extrem viel lernen. Und es ist immer schön, sich so wieder auszutauschen. Ich wollte das jetzt schon länger mal machen, so wieder so einen Vlog, wo wir zusammen trainieren. Ich finde, der ist letztes Mal wirklich gut angekommen. Hast du deinen Stab? Alakazam, badam, bam.